Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movielusion. Endlich ist es soweit. Seit gefühlt Anfang unseres Podcasts warte ich darauf, dass wir endlich diesen Film besprechen und heute ist es soweit. Oh Gott, ich habe überall Gänsehaut. Mike, wie geht's dir dabei? Ja, es ist ein großer Moment, ein großer Film, großer Moment. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf die Besprechung. Leider ist der Kani nicht dabei. Meine Vermutung ist, er hat einfach sauber zu viel Angst davor. Ja, es ist schon ein ehrfurchtgebietender Film. Meiner Meinung nach. Ja, ehrfurchtgebietend, herausragend, vielleicht ein bisschen zu kompliziert und zu erwachsen. Wer weiß, es gibt verschiedene Gründe, warum man nicht teilnimmt. Herausfordernd. Herausfordernd. Er ist auf jeden Fall der Schuldige, warum wir erst so spät drüber reden. Also hier ist unser offizielles Statement. Also ich glaube, da spreche ich an deinem Namen. Wir hätten schon viel, viel früher über diesen Film gesprochen, wenn der Kanto nicht ständig gesagt hätte, hey, ich möchte halt vorher nur den Director's Cut singen. Ja. Und da warte ich so lange, bis es auf Deutsch rauskommt. Die Ding muss es sein. Und ohne Director's Cut bespricht man gar nicht. Und bloß zu dritt. Ja, wir wollen euch nicht lang auf die Folter spannen. Es geht um Midsommar von dem herausragenden Ari Aster. Und der Mike hat jetzt die Ehre, dass er euch ganz kurz umreißt, um was es in dem Film geht, weil ich denke, wir werden halt ein bisschen länger über diesen Film sprechen. Ja, ich hoff's einmal. Also soweit. Also der Film dreht sich um die Dani hauptsächlich und die Dani hat ja einen brutalen Schicksalsschlag zum Überwinden oder zum Erleiden, sagen wir es so. Ihre Schwester begeht erweiterten Selbstmord und bringt die Eltern noch gleich mit um. Ja, und die liebe Dani ist auf die sie total psychisch im Eimer. Wo es die ganze Situation nicht erleichtert ist, dass sie in einer toxischen Beziehung lebt mit dem Christian und derjenige möchte gern mit seinen Kumpels so einen Roadtrip machen mit lauter Kumpels quasi nach Schweden zum Mitsommerfest. Ja, eigentlich ist sie im Endeffekt gar nicht mit eingeladen. Dann der Christian ist aber ein totaler Lalle, wie man bei uns sagt, und traut sich das Ganze eigentlich nicht wirklich, oder traut sich nicht zum sagen, dass sie eigentlich allein fahren wollen, und sie schließt sich dann dem ganzen Trupp an. Genau, und dann machen sie quasi den Ausflug nach Schweden und ja, angekommen bei der Sekte werden sie mal ganz nett empfangen und alles ist super und tralala, und so nach kurzer Zeit sagt man eigentlich, dass da mehr im Busch ist und dass das alles nicht so hundertprozentig nett abläuft, wie es eigentlich geplant ist, das Ganze. Ja, genau. Ich glaube, so kann man es mal ganz grob umschreiben. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen nur auf die Handlungsdetails dann drauf ein, weil der Film spielt am Anfang irgendwo in Amerika, vermute ich jetzt mal. Also zumindest freuen sie sich halt dann, dass nach Europa und nach Schweden kämen. Und man sieht dann auch, dass sie halt umfliegen müssen. Also ich gehe mal davon aus, die sind einfach aus Amerika. Es ist ein Trupp Studenten und bei diesem Trupp ist praktisch einer dabei, der zu den Einheimischen von Schweden gehört, der eben auch zu dieser Kommune, die da dieses Mitsommerfest feiern, zugehörig ist und da Verwandte hat und halt dann sagt, hey, das ist immer eine super Sause, dieses Mitsommerfest, da wird gesungen und tanzt und Drogen genommen und der hat ja vollkommen recht damit. Also das heißt, ein Traum für jeden Studenten. Ja, und man merkt schon in Amerika, dass er auf jeden Fall gar nicht so abgeneigt ist, dass er die Dani da eventuell mitnimmt. Man merkt dann auch, dass, also es passiert jetzt nichts liebestechnisch irgendwie zwischen den beiden, aber man merkt halt, ihm gefällt es halt, dass er sie da ein bisschen in diese Kommune dann mit einflechten kann. Und du hast es eigentlich sehr schön gesagt, also das ist das perfekte Wort dafür, toxische Beziehung. Ich finde, das merkt man ja gerade am Anfang von dem Film extrem, weil ihr müsst euch das so vorstellen, von der stirbt nicht nur die Schwester, sondern auch die Eltern. Also die ist wahrscheinlich da in dem Moment nicht ganz so happy. Die schluchzt und heult und hat halt da dann einen Nervenzusammenbruch. Und was macht er? Er hat es halt dann vielleicht noch gerade so im Arm genommen, aber er zeigt eigentlich nicht wirklich irgendeine Reaktion. Genau. Das sieht man erst im Director's Cut. Da können wir vielleicht auch ganz kurz drüber reden. Also später gehen wir vielleicht noch ein bisschen auf die Unterschiede ein.
Die normale Kinofassung hat 148 Minuten da. Jetzt wird ich denke, der Director's Cut ist bestimmt kürzer. Von wegen. 171 Minuten, also 23 Minuten länger ist der Director's Cut. Und ich muss sagen, das ist ja wirklich die bessere Version, weil man halt da gerade am Anfang ein paar Szenen sieht, wo man sie denkt, verstehe ich eigentlich nicht, warum man das rausschneidet. Also, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ja, absolut. Also, wie gesagt, der Director's Cut fühlt sich um einiges runder an und es werden ein paar Charaktere und auch ein paar, wie soll man sagen, ein paar Stationen in einer Beziehung noch abgehandelt, wo man dann sagt, ja, okay, jetzt wird mir einiges noch mehr klar, wie es bei den zwei abläuft. Allein diese Szene, die eben in der normalen Kinofassung nicht enthalten war, wo er sie praktisch verplappert mit diesem Schweden-Ausflug. Und sie halt dann zur Rede stellt und dann halt fragt, ja, warum hast du es einfach nicht gesagt? Ob er praktisch gedacht hat, dass sie was dagegen hat. Und er dann, ich glaube, er sagte dann, er wollte sie damit irgendwie überraschen, oder? Genau. Und er lädt sie ja dann eigentlich ein. Aber er geht davon aus, dass sie von Haus aus absagen hat. Dass sie im Endeffekt gar nicht mitmag. Aber die Dani sagt, ich bin dabei. Ja, sie war anscheinend schon immer Schweden-Fan. Na, ich glaube, sie macht es vor allem auch deswegen, damit es einfach wirklich auf andere Gedanken kommt. Und aber auch, das ist auch das, warum ich vorhin gesagt habe, toxisch ist genau das richtige Wort. Sie ist einfach ein total kaputter Charakter am Anfang. Und dadurch, dass einfach die Familie wegstirbt, klammert sie an den letzten Menschen, der mehr oder weniger für sie da ist, auch wenn er es eigentlich nicht ist. Und will einfach ums Verrecken nicht allein sein. Genau. Ich glaube, deswegen sagt sie ja, okay, wenn sie da jetzt, weiß nicht, 2 oder 3 Wochen in Schweden sitzt und du mich auch nur einlädst, okay, dann komme ich halt da mit. Genau. Ich möchte jetzt aber auch noch mal gern, mir spoilert man, oder? Also wenn man über den Film anständig reden möchte, dann reden wir über alles, oder? Ich glaube, ja. Also jetzt für alle, die Midsommar noch nicht gesehen haben oder auf die ganzen Infos, über die wir jetzt reden, verzichten wollen, die dürfen jetzt abschalten. Danke fürs Zuhören. Kippt's aber wieder, wenn's nicht Kippt's wieder, schaut euch den Film an und dann hört euch die ganzen coolen Infos an, über die wir jetzt schmerzen. Ich möchte eigentlich noch viel weiter vorn anfangen. Und zwar das Beutel am Anfang, was man sieht. Da kommt's erst einmal so ein, wie halt so ein Gemälde, das Gemälde am Anfang, aber mit so untermalt, mit so engelsgleicher Musik, mit mit Harfe wird gespielt. Und das Bild zeigt eigentlich den Ablauf des Films oder bestimmte Stationen in dem Film, von Anfang bis zum Schluss. Und das finde ich total interessant. Und der Film ist quasi so richtig vom Regisseur dazu ausgelegt, dass man öfter anschaut. Weil was mir jetzt damit, ich habe jetzt zum 4. Mal gesehen, und was mir jetzt Sachen aufgefallen sind, also die Tatsache, da gibt's einmal so einen Zwischenschnitt auf die Eltern von der Dani. Da steht bei der Mutter, glaube ich, am Nachkastel ein Bild von der Dani allein. Und dieses Bild ist rundum mit Blumen oder es steht dahinter so eine Art Vase mit Blumen. Also es ist, ich möchte fast behaupten, dass Midsommar Foreshadowing der Film ist. Also es werden so viele Sachen im Film an Gemälde oder an bestimmte kleine Hinweise, siehst du schon oder kannst dir ahnen, was passiert. Also man merkt ziemlich früh am Anfang, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, da sollte man vielleicht jetzt auch erst nur ein bisschen drüber reden. Für nämlich alle, die jetzt nur zuhören, den Film überhaupt nicht kennen, die werden sich denken, ja, was passiert denn jetzt da? Jetzt ist die da bei der Sekte. Man muss ja sagen, es wird mit keinem Wort gesagt, dass das eine Sekte ist. Mhm. Es ist Kommune im Endeffekt, gell? Genau, eine Kommune in Helsingland. Die kennen man dann da an und es ist das Mitsommerfest. Es ist praktisch wahnsinnig hell. Es ist ununterbrochen, glaube ich, Tag, oder? Ja. Und dieses Fest geht 9 Tage lang und findet dann nur alle 90 Jahre statt. Also das ist ja praktisch das Top-Fest für diese Kommune, wo sie ihre Traditionen auferleben, wo sie feiern, wo sie aber miteinander beten. Oder kann man sagen beten, sondern sie praktizieren Stille. Und ja, man sieht halt dann praktisch, wie diese Traditionen ausgelebt werden, aber auch so, dass man Fremde mit einbezieht. Also sie gehen ganz offen mit den Gästen dann um und erklären das alles und schließen eigentlich gleich alle ins Herz, kann man sagen. Aber es ist, obwohl es die ganze Zeit hell ist, immer wieder so extrem gruselig, weil halt da Sachen passieren, wo man sich als Zuschauer denkt, da reagiert gar keiner, warum? Ja. Also da passiert es halt dann, dass zum Beispiel sehr alte Menschen, wie soll ich sagen, ihr Lebensende erreichen.
Genau. Ich mir auch fast behaupten, also schon wenn ich das am Anfang ist ja im Endeffekt noch nichts. Also man weiß zwar, man sitzt jetzt da in so einem Horrorfilm drin oder so eine Art Horrorfilm und es muss irgendwas passieren. Aber die Tatsache, dass die Leute so extrem freundlich sind oder auch wenn die Gruppe von Jugendlichen da beieinander sitzt, also unsere Gruppe quasi und da umtanzt wird und so, sie haben alle so extrem freundlich, dass ich schon wieder sage, die haben so freundlich und so gut gelaunt, dass es schon wieder gruselig ist. Ja, und dieser Stil, der ist also so befremdlich. Er will nett und lieb irgendwie rüberkommen. Also zum Beispiel sind überall in so einer Gemeinschaftshütte Zeichnungen. Und das sind dann Zeichnungen von tanzenden Menschen und von Leuten, die in deren Tracht rumlaufen, mit Blumen drumherum. Dann ist halt einmal zwischendrin ein Bild, wo 2 Sex haben, während halt ein Haufen Leute drumherum stehen. Dann wieder tanzende Menschen. Dann sieht man, wie, glaube ich, war da nicht auch irgendein Bild mit einem Kind und einer Schere oder so. Also, es ist auf jeden Fall, ja. Ein Klitoris mit der Schere war dabei, das habe ich gesagt. Ja, das war eine Wandteppich. Genau. Auf die können wir auch noch mal drauf eingehen. Aber ich glaube, also es gibt auf jeden Fall sehr viele sehr bizarre Bilder, die dann auch wieder vorstellen teilweise. Aber auch diese Traditionen, die halt dann da gelebt werden, sind auch total strange. Da bauen sie zum Beispiel dann Ziege aus Holz und dann stehen sie um diese Ziege rum und singen, so lange, bis halt einer hingeht mit einer Axt und die Ziege kaputt haut. Ja, oder was war so für die seltsamste Tradition? Oh, leck. Das ist, also wie gesagt, die seltsamste Tradition ist ja wohl die Atestupa oder Atestupa, wie das heißt. Der Senizid quasi an die 2 alten Menschen, die wo sie quasi da vor der Klippe runterstürzen. Also das ist schon auf jeden Fall eine von die krassen Sachen. Und was ich auch noch ziemlich krass fand, das ist, die Szene ist nur im Director's Cut drin, wo es quasi einen Baum schmücken und schmeißen den ins Wasser. Und dann sagt einer, ja, die Götter sind noch nicht zufrieden und so. Und dann kommt da so ein junger Bursch, der wo selber geschmückt ist auch. Also ein junger Bursch, weil der dann sagt 10 Jahre oder so. Und dann sagt er, ja, er opfert sich jetzt dem Gott und so, und wenn der immer noch nicht, der Appetit vor dem Gott noch nicht gestillt ist und sein Magenknurren ist noch zum Herrn und er lässt jetzt da auch opfern, so quasi. Und ja, da sagst du, ja, was ist denn los? Und alle sagen so, Juhu und Bravo. Sagst du, ja, was ist denn mit euch kaputt? Ja. Wie gesagt, der Film strotzt gerade so vor seltsame Rituale und befremdliche Riten, ja. Man kann eigentlich die Handlung relativ schwer erklären, wenn man den Film nicht gesehen hat. Also zumindest kann man relativ schwer dieses Befremdliche erklären, wie das halt umkommt. Man muss sich das halt so vorstellen, man kommt zu dieser Kommune, es sind alle arschfreundlich, die haben alle aber ein einheitliches Gewand. Also die haben alle so eine weiße Tracht und sind halt in diesen 9 Tagen sehr traditionsbewusst. Also da läuft keiner mit einem Handy umeinander oder so oder mit einem MacBook, sondern die leben das. Und mitten in diese Szenerie kommt unsere Truppe Studenten, die halt auf, ja, ein bisschen Party machen aus sind, also Party machen im Sinne von, wir ballern uns ein bisschen mit Drogen zu und schauen uns das halt an, aber weil wir ja erwachsene Menschen sind und da überall diese Kommune ja eigentlich ein Mitsommerfest feiert, dann wir uns mal benehmen. Gut, man muss auch sagen, es gibt mindestens einen Studenten, der hat das als Studienarbeit ein bisschen im Auge, also der möchte dann praktisch auch über dieses Mitsommerfest, glaube ich, seine Masterarbeit oder seine Bachelorarbeit, irgendwas möchte er halt da drüber schreiben. Genau. Und da entsteht halt dann auch so ein bisschen ein Konflikt, weil vielleicht gehen wir kurz mal auf die Charaktere ein. Es gibt praktisch diesen Christian, das ist der Freund von der Dani. Dann gibt's den Mark und den Josh. Das sind seine Studienkumpels und den Pelle oder Pele. Und der Pele, das ist praktisch der Gaststudent in Amerika, der die Connection hergestellt hat zu der schwedischen Kommune, wo er halt dann auch Verwandte hat. Also ich glaube, mindestens sein Bruder ist dabei und wie er zu dem restlichen Leid verwandt ist, keine Ahnung. Vermutlich sind die alle irgendwie miteinander verwandt. Und jedenfalls der Christian hat halt ein Problem. Er kann nicht nur seine Beziehung nicht richtig führen, sondern er weiß ja nicht, über was er seine Masterarbeit schreiben soll. Also er studiert praktisch nur so vor sich hin. Und dann irgendwann merkt er halt, hey, da kann man ja echt ein cooles Thema drüber schreiben. Ja, und dann möchte er über das schreiben und der andere, wer war es? Ich glaube, der Josh. Ja. Der Josh hat es halt als erstes gesagt und dann entsteht da so ein bisschen ein Konflikt. Und dann meint man, okay, vielleicht bringen die 2 sich noch um, aber nein, sowas passiert auch nicht. Sondern
es sterben schon Menschen in dem Film, aber auch sehr traditionsbewusst. Das ist mir auf jeden Fall. Ja, wie soll ich sagen? Es fängt sehr ruhig an und irgendwann kommt diese krasse Opferungsszene, die der Mike vorhin beschrieben hat, wo sie diese zwei alten Leute von einer Klippe stürzen. Unten in dem, ist das ein Tal? Ja, Ich weiß nicht. da die jetzt sagen. Oder auf der Ebene. Unten auf der Ebene steht praktisch die restliche Kommune und starrt bloß so vor sie hin und freuen sie eigentlich, dass das halt dann passiert ist, weil es eben mehr oder weniger eine Lösung ist. Weil es gibt in dieser Kommune bestimmte Lebenszyklen und da konnte ich mir jetzt nur noch merken, dass 72 das Maximalalter ist und praktisch älter werden die Leute nicht, weil es halt sie dann zur Opferung freistellen. Ich weiß nicht, hast du dir die anderen Zyklen? Na, weiß jetzt nicht mehr. Ich habe das gerade noch mir gemerkt, eben mit die 72 eben auch. Und dann noch, ich glaube, am Pelle sei Kommentar dann auf, ja, und was ist dann mit ab 72? Und dann macht er noch so eine Deutung über den Hals und so. Und dann lachen sie noch alle und meinen, das ist lustig gemeint und ja, ist nicht. Das ist, glaube ich, so praktisch das Ende vom ersten Tag. Die Studentengruppe, also das sind nicht die einzigen Gäste, die dort sind, sondern es ist nur ein englisches Pärchen dort, die von dem Bruder vom Pelle mitgebracht worden sind. Und die sagen halt dann gleich nach dieser Opfertradition, so, passt, danke, wir haben das jetzt gesehen, wir hauen jetzt ab. Das geht mal gar nicht. Ja, die verschwinden aber dann auf einmal. Also auch ohne, dass sie sich verabschieden. Und das ist dann schon für den Zuschauer so das erste Zeichen, ob die wirklich das Heim geschafft haben. Vermutlich eher nicht. Und dann ist halt die amerikanische Truppe nur noch als Gast da und eigentlich fast täglich verschwindet einer nach dem anderen. Ja, bis zum Schluss nur der Christian und die Danny dann da sind. Die Köpfe der Kommune quasi, die lassen sich ja dann immer wieder bestimmte, ja, sagen wir es einfach mal, Ausreden einfallen, wo die ja hingekommen sind und warum, dass man die auf einmal nicht mehr sieht. Im Endeffekt muss man es ihnen fast glauben, so ungefähr, weil sie sind ja am Arsch der Welt, sie haben ja auch nicht die Gelegenheit, dass groß abhauen können, weil rundum ist Wald, sie haben eine ewig lange Autofahrt da hingehört, also sie können nicht einfach sagen, ich packe jetzt meine Koffer und gehe. Ja, sie sind da auf jeden Fall gefangen an dem Ort, ob's wollen oder nicht. Und müssen halt schauen, wie es im Endeffekt weitergeht. Ganz bezeichnend ist auch die Szene, wenn es quasi auf das Helsingland hinfahren, wenn man quasi schon den Banner sieht, willkommen in Helsingland so ungefähr, und dann dreht sich die Kamera quasi auf den Kopf und man sieht dann quasi während des Reinfahrens nach Helsingland das am Kopf reinfahren mit dem Auto. Wo man in der Szene eigentlich schon sagt, okay, ab jetzt steht die ganze Geschichte Kopf und jetzt läuft alles nach die Regeln von der Kommune. Man ist sich ja nicht die ganze Zeit sicher, ob das ja wirklich alles genauso passiert, weil sie nur bevor sie zu der Kommune kommen, bei einer Wiese halt machen und da schon die ersten Schwammerl einwerfen. Und dann schirmen sie halt einen Trip. Und das war eigentlich so meine erste Vermutung, dass die vielleicht einfach nur im Drogenwahn sind und das alles gar nicht richtig passiert. Ja. Aber es ist tatsächlich, zumindest suggeriert ist der Film, alles wahr, was da an Traditionen passiert und an verschwindenden Studenten. Genau. Ja, und im Endeffekt wird ja das ganze Ritual aufgezogen. Wo werden halt rituell geopfert im Endeffekt, um die Götter zu befriedigen. Da sieht man dann auch, wo die Kadaver von den rituell Geopferten dann aufbewahrt oder hingesteckt werden, wo man dann sagt, okay, ein Fuß steckt in der Erde, da sagt man, okay, das Blut läuft in die Erde, da wird so ungefähr wahrscheinlich der Gott des Bodens befriedigt. Einer, der kriegt einen Blutadler bei die Tiere drin. Also ein Blutadler, wer wo es nicht weiß, wer Vikings nicht gesehen hat, das ist quasi das, wenn man am Rücken die Rippen durchtrennt kriegt und aufklappt wird und dann werden einem die Lungenflügel quasi hinten am Rückgrat vorbei rausgezogen. Und so wird halt dann der aufgehängt bei die Hühner drin. Da wird quasi dann auch wieder, so wie es ausschaut, ein Gott besänftigt, der quasi für die Tiere zuständig ist und lauter so Sachen. Also es ergibt sich dann. Das kennt man ja aus Bayern. Ja, bei uns ist das auch so, das stimmt schon. Der Mohn soll aber die Schweden schlecht und da ist bei uns nicht anders. Ja, Sonnenfeuer, da vorne der Blutadler, ganz normal. Ja, jeder Zweite. Ja, bloß, und mir warten wir doch keine 90 Jahre. Das stimmt, bei uns ist das jetzt sogar so, gell? Ja, und im Endeffekt, jetzt können wir eigentlich gleich zum Ende kommen, die Danny, die ringt halt da immer wieder dann zwischen den Beziehungen, zwischen der Beziehung mit dem Christian, weil
Zufällig hat sie dann nur während dieser Mitsommerfeier irgendwann einmal Geburtstag. Natürlich der Pelle denkt dran und schenkt ihr dann eine Zeichnung von ihr, wo er dann auch sagt, er zeichnet nur zu Geburtstagen jemanden und schenkt ihr das. Und dann sagt der Pelle, ja, und hat der Christian auch schon gratuliert, also ihr Freund. Nö. Aber das ist wahrscheinlich ihr Schuld, weil sie hätte mehr daran erinnern können, dass es nicht vergisst. Ja, und da merkt man halt, mein Mädel, du wusstest anscheinend auch halt auch gar nicht anders. Aber er ist halt einfach nur ein riesiges Arschloch. Ja, und er wird halt dann von seinen Freunden daran erinnert, hey, du übrigens, deine Freundin hat Geburtstag, möchte dann einen Kuchen schenken mit einer einsamen kleinen Kerze drauf. Und das ist auch schon sehr symbolisch. Also der Ari Aster ist da echt ja ein Meister der Symbolik. Während die Kamera das einfängt, wie der Christian, der Danny, den Geburtstagskuchen übergeben will, versucht er immer wieder diese Kerze zu zünden und es klappt einfach nicht. Es will einfach nicht brennen. Ja. Und dazwischen im Hintergrund steht eine Familie mit einem kleinen Kind und die singen und schwenken so hin und her. Und er kriegt es halt einfach nicht hin. Und das ist so symbolisch, dass einfach diese Beziehung zwischen den beiden nicht funktioniert. Der Funke springt nicht über. Finde ich super. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Pelle von Anfang an manipulativ auf die Danny sie auswirkt. Es ist ja so, dass der Christian, der Danny, man muss jetzt, jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, passt einmal auf, er schaut ihr ganz selten in die Augen, sie befinden sich ganz selten auf einer Augenhöhe, entweder sitzt sie oder er schaut an ihr vorbei, er schaut über sie drüber, lauter so Sachen, also sie begegnen sie ganz selten auf Augenhöhe und Augenkontakt ist auch ganz selten. Und der Pelle wiederum, von Anfang an, er lucht's an, er streichelt's, er begegnet immer auf Augenhöhe, sie schauen sie immer an, die Chemie stimmt sofort. Das ist am Anfang schon, wenn man sagt, sie planen die Reise nach Helsingland, dann eben, wie du sagst, mit der Zeichnung, dann wenn er ihr einmal ganz in Zweisamkeit erklärt, wie das bei einer eigentlich dann so abläuft und ob es nicht bleiben mag und so. Er versucht sie schon die ganze Zeit irgendwie zum Bleiben, zum Bewegen. Also erst einmal zum Kämmer zum Bewegen und dann macht er sie immer schmackhafter, dass sie eben dann auch da bleibt. Aber halt nicht auf diese Art, dass er jetzt irgendwie mega verliebt in sie war, sondern halt einfach wirklich, wie du sagst, auf Augenhöhe. Genau. Halt, hey, du kehrst jetzt zu meiner Familie, du kehrst jetzt dazu zu unserer Kommune und jeder in dieser Kommune behandelt sie ja so. Also man merkt halt, je weiter der Christian eigentlich weiter Mist baut und diese toxische Beziehung pflegt, ja. nähert sie sich halt der Kommune an. Und das gipfelt dann darin, dass am Ende dieses Mitsommerfests dann die Maikönigin gekrönt wird. Und die wird nicht einfach so gekrönt oder ausgewürfelt, sondern die tanzen so lange um einen Maibaum, bis nur noch eine steht. Genau. Jeder wird jetzt denken, ach bitte, das ist doch total easy. Nein. Die stehen unter Drogen. Ja. Genau. Ja, jedenfalls, sie schafft's aber und wird dann die Maikönigin. Da sieht man dann, sie ist halt dann praktisch komplett jetzt in diese Kommune natürlich integriert. Sie ist die Maikönigin, das, was sie sagt, zählt jetzt auch. Sie feiern das mit ihr. In der Zwischenzeit hat sie eine junge Dame aus der Kommune sich den Christian geschnappt, weil sie sich gedacht hat, hey, cool, ein Auswärtiger, mal keiner von der Kommune, der kann man ja die Jungfräulichkeit nehmen und mir ein Kind machen. Genau. Oder? Romantischer kann ich es jetzt leider nicht umschreiben. Auf jeden Fall. Nein, magst du erklären, wie da das Foreshadowing war und wie es zu dem Ganzen gekommen ist? Ach so, ja, also man sagt jetzt da, also wenn sie ankommen, eben bei der Kommune, sagt man schon einmal so Wandmalereien oder so ein Banner, meine ich, ist das sogar, das ist nicht im Haus, sondern das hängt draußen, da wo der Bär ist. Das ist doch ein Wandteppich oder sowas, oder? Ist ja ein Wandteppich, aber es ist im Freier, gell? Ja, genau. Und da siehst du dann quasi schon, wie das, also ein Liebeszauber vonstatten geht. Quasi das Menstruationsblut ins Getränk des zu Bezirzenden eingeflößt wird, oder eingefüllt wird, sagen wir so, und dass Schamhaare ins Essen mit eingebacken werden, ganz sexy.
Ja, und er kriegt dann auch im Endeffekt ein unmoralisches Angebot von, ich schätze mal, dass das die Mutter ist, von der Maya, die Maya ist das, wo es dann heißt, ja, du kannst da mal drüber rutschen über die Maya und kannst dir da ein Kind schenken, damit wir da frisches Blut bei uns haben. Ja, und die Antwort vom Christian, die sagt man dann zwar nicht, die hört man zwar nicht, aber man sieht's dann, quasi er wird dann separiert von alle anderen und da wird dann schon die nackte Maya umringt von anderen nackte Damen der Kommune. Ja, er steigt über die Maya drüber, also er begattet sie. Er steigt über sie Ja, drüber. es ist dann also eine ganz coole Szene. Also viele Leute, wo ich dann schon gehört habe, die haben gesagt, ja, es ist so ein Schmarrn, der maust die und dann stöhnen sie alle. Aber das ist sinnbildlich für das quasi, dass Freude und Leid wird in der Kommune alles geteilt. Wenn Lust gerade da ist, also wenn da gerade gemaust wird, dann freuen sie alle und alle sind ekstatisch. Bei der Artis super, wo quasi die 72-Jährigen da in den Tod stürzen, die haben ja dann, ist ja der Mann auch nicht sofort tot und leidet dann Schmerzen und Todesqualen und da leidet dann auch die ganzen Zuschauer und alle schreien mit vor lauter Schmerz und ja, in der Kommune wird alles geteilt quasi. Schmerz und Leid und Freude und ja, es ist alles eins. Gleich am Anfang, wo dieser Wandteppich dann kam, das ist so eine Art Uralt-Comic, kann man sagen. Ja. Habe ich mir schon gedacht, ach du Scheiße, bitte sag sowas nicht, bitte sag sowas nicht. Also, sie flößen Menstruationsblut nicht unbedingt direkt in den Mund ein, sondern ins Getränk. Genau. Und man sieht halt, wenn sie miteinander essen und trinken, das ist alles auch draußen. Also es ist wirklich ein sehr heller Horrorfilm. Und da sind, ja, so eine Art, wir sind in Bayern Bierbank aufgestellt. Ja, und die essen halt da und bei der einen Szene sieht man halt dann die ganze Reihe entlang so eine Art Apfelsaft oder so und nur beim Christian ist etwas röter wie bei den anderen und da weiß man schon, guter Mo. Schaut er vielleicht vor allem mal die anderen Kelche an, aber nein. Nein, er haut sich's rein. Er haut sich's rein. Und der Liebeszauber ist auf alle Fälle wirksam. Ja, richtig, genau. Du hast es ja so schön umschrieben, er steigt über sie drüber. Und nachdem die Tat vollbracht ist, findet es die Danny heraus und er checkt dann auch, hui, das war vielleicht jetzt gar nicht so klug. Also man muss dazu ja sagen, er wirkt, glaube ich, leicht unter Drogen setzt, dass er zum einen seine Männlichkeit voll entfalten kann. Ja. Ist da nicht auch die komische Szene, wo der möchte doch irgendwas fragen und dann ist der alte Mo und der klatscht doch dann? Die Szene ist jetzt, glaube ich, die einzige, wo ich jetzt im Film nicht verstanden habe. Der Mo so anklatscht und dann auf einmal verzirkt sie ihm die ganze Optik und dann dreht sie um ihm alles. Ist das also, das habe ich super gefunden. Ja, der hat ja gewusst, dass er unter Drogen gestanden ist. Da hat er ja davor dieses komische Pilzwasser getrunken. Ja. Wo der Mai-Tanz war. Und ich glaube, der Alte hat sich einfach gedacht, Mai, geh her, Bierschei. Und klatscht. Ach so, okay. Und ja gut, ich kenne mich da jetzt überhaupt nicht aus. Also das ist quasi da hervorzurufen, er ist quasi da auf Droge und das Klatschen, das hat er dann quasi komplett desorientiert, oder wie? Ja, das hat ihn halt dann komplett eingeschüchtert. Man sieht halt dann auch, wie so ein kleiner Bub zuckt da halt dann zusammen und dreht sich so weg. Okay. Aber das ist nicht die Szene gleich drauf, wo er dann in die Hütte geht. Das ist nicht, oder? Das ist früher mit dem Klatschen, oder? Das ist ein bisschen früher. Das okay. ist bei dem Essen, also bei dem Siegeressen von der Danny. Oder ich glaube, wo Danny ja dann mit den anderen Damen weggeht in dieser Kutsche und dann nochmal eine andere Tradition macht. Okay. Und da fragt er ja dann, glaube ich, hey, wo fahren die hin? Und dann klatscht der eine und lacht. Okay. Ja, jedenfalls nach getaner Liebestat. Getaner Liebestat. Ja. Gott sei mir halt romantisch. Ja, merkt er halt, dass das eventuell gar nicht so klug war. Und lauft dann nackert erst einmal über den Kommunenplatz, findet dabei die Leichen seiner Kumpels, unter anderem auch den Blutadler. Und da finden sie ihn dann und betäuben ihn zum letzten Mal, denn wir sind dann beim Finale des Films und die Danny ist ja jetzt die Maikönigin und darf den letzten Akt mehr oder weniger mitbestimmen. Und zwar sieht man schon den ganzen Film über so ein dreieckiges
Holzhaus im Hintergrund, wo es heißt, ja, das ist das Heilige Haus und das wird entsprechend geschmückt fürs Finale des Mitsommerfests und man weiß jetzt als Zuschauer nicht so genau, was da passiert, wobei, da sind wir wieder beim Stichwort Sonnenfeuer, man vermutet schon, dass das anzündet wird. Das Fest geht ja 9 Tage lang und findet alle 90 Jahre statt und die Kommune will dann auch entsprechend 9 Opfern. Genau. Und die fleißigen Zuschauer, die aufgepasst haben, merken dann, okay, es sind, glaube ich, mindestens 4 Studenten. Dann nur der Christian, der nämlich dann in ein lustiges Bärenkostüm gesteckt wird. Da sind wir wieder bei unserem Triple Threat dann später. Ja. Also es ist eigentlich kein lustiges Bärenkostüm, sondern es ist tatsächlich, die stopfen einen Bären aus und stecken den Christian in den Bären dann rein, setzen ihn in die Mitte von dem Haus und ringsherum kämen dann die anderen Opfer. Und so, jetzt sind wir bei 4 Studenten, Christian sind wir bei 5, dann die Euden, die 2 Euden Leid, genau. Dann sind wir bei 7 und dann fehlen nur 2. Ja, und die Kommune wählt dann praktisch auch sogar mit so einer Art Losverfahren aus, wer wird denn jetzt nur geopfert. Es meldet sich dann einer freiwillig, und zwar der Bruder vom Pelle. Und ja, derjenige, der gewählt wird, macht es ohne Zucken und sagt, ja, passt, ich gehe mit eine. Und die setzen sie dann hin und dann wird das Haus angezündet. Sie verbrennen tatsächlich mit den bereits toten Opfern und natürlich dem im Bärenkostüm steckenden Christian. Und natürlich stecken alle unter Drogen, ist ja klar. Also, Kommune nicht. Nur die 2 schon, also die 2, die wo da geopfert werden, die wo lebendig verbrannt werden, die haben da auch unter Drogen, die kriegen dann auch wieder so einen Tee. Ja gut, da die mir aber auch unter Drogen setzen lassen. Ja, unbedingt. Es ist, ich weiß nicht, hast du das gesagt, dass das Haus, die in der Hütte, wo es verbrennt werden, dass das ein Dreieck ist? Ja. Okay, weil das Dreieck ist ja an sich starkes Symbol bei verschiedenen Glaubensrichtungen. Und meistens ist es auch so, dass das Dreieck eine Verbindung darstellt zwischen Körper, Geist und Seele. Gerade nochmal zur Info als unnützes Wissen nochmal hinten nachgeschoben. Das habe ich im Mathematikunterricht nie gelernt. Ich habe immer so was lernst du in Mathematik nicht. Nein. Das lernst du nur bei Wikipedia. Na, da wird man nur mit Geodreiecken verprügelt. Ja. Hypotenuse und was weiß ich. Satz des Pythagoras, richtig. Ja. Ja, und wenn dann die Hütte brennt, dann kann die Dani auf alle Fälle, hat's allen Grund zu lächeln, oder? Man sagt ja, dann, richtig. Ihr geht's gut. Jetzt geht's ihr gut, weil sie kann praktisch alles hinter sich lassen, was sie lässt praktisch nicht nur ihre toxische Beziehung los, sondern sie lässt diese Vergangenheit hinter sich mit ihrer toten Familie. Sie ist in einer neuen Familie, wo sie jetzt sogar Blumenmädel ist und ja, da ist es das erste Mal in dem ganzen Film, dass sie ganz von alleine aufrichtig das Lächeln anfängt. Mhm, genau. Happy End. Happy End. Schöner Film. Eine tolle romantische Komödie. Nein, man freut sich dann auf jeden Fall mit der Dani, oder? Weil sie hat so viel durchmachen müssen und so und jetzt ist zwar wegen einer unkonventionellen Wege zu einer Familie gekommen und wie du sagst, sie hat sich von ihrer toxischen Beziehung gelöst und jetzt geht's ihr gut. Da muss ich auch sagen, das ist für mich auch die Szene, wo ich mir denke, den Film muss ich mir nochmal anschauen. Also so ist es beim ersten Mal schauen echt gegangen. Man muss ja auch sagen, der Director's Cut ist erst einige Zeit später veröffentlicht worden und die Kinofassung, die hat mich manchmal schon ein bisschen allein gelassen. Mhm. Im Director's Cut wird sie einfach am Anfang ein bisschen mehr Zeit genommen, das zu erklären, wie diese Truppe zusammenhängt und warum die Dani jetzt eigentlich auf einmal mitkommt nach Schweden, weil man sieht praktisch, sie trauern um ihre tote Familie und auf einmal Schnitt die Bude von den Studenten und ja, sie reden dann drüber, so, jetzt geht's dann nach Schweden, dann kommt der Christian und sagt so, oh, übrigens, die Dani, die habe ich eingeladen, dass mitkommt, aber die kommt eh nicht mit. Genau. Das wird halt im Director's Cut etwas schöner erklärt. Im Director's Cut gibt's diese
eine traditionelle Opferszene mit dem geschmückten Baum, wo ich auch das total bescheuert finde, dass das in dem finalen ersten Schnitt nicht drin gehabt haben. Weil mir ist die Szene, ich weiß nicht, wie du das vorkommst, aber mir ist das manchmal so vorgekommen, wie wenn die Szene oder das Ritual an sich schon eine Art Prüfung für Danny ist. Also sie setzt sie ja dann dafür ein, dass indem das schreit und sagt, Herz auf, setzt sie ja dafür ein, dass das Kind nicht geopfert wird im Endeffekt. Also da hat man schon gedacht, Auwetzwick, vielleicht war das so ein Ding, wo man sagt, okay, vielleicht schreitet jetzt sie ein und hat einen Sinn für Gerechtigkeit und Unversehrtheit eben für das Kind. Ich glaube, dass er damit schon mal darstellen wollte, dass ihre Reaktion ja eine ähnliche Reaktion ist, wie die Kommune ja dann auch danach reagiert. Also das wäre ja eigentlich Bestandteil dieser Tradition gewesen und sie macht das halt automatisch. Dass das halt eigentlich was Normales ist. Dass das schon so der erste Schritt hin ist zur Akzeptanz von den ganzen Leuten, die halt da um sie rum sind. Ja. Fand ich auf jeden Fall echt cool, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das auch gesehen hat in der Kinofassung, bis den Baum da geschmückt haben, weil das ist ja dann da im Endeffekt da überhaupt nicht erklärt worden. Ich glaub's nicht. Also die Szene, meine ich da, die geht da komplett ab. Also die Szene da bei dem Bach oder Fluss auf jeden Fall, aber ob diese Szene, wo es den Baum schmücken, das weiß ich nicht mehr genau. Okay. Wir hätten noch was zum Christian zum Sagen. Oh. Und zwar, du bist mir bei ein paar Sachen ein wenig zuvor gekommen. Und zwar, jetzt pass auf, der Christian ist ja im Endeffekt, es fängt das schon, oder er wird immer als Arschloch hingestellt. Vor Anfang, wo der Film geht los und du hast noch nicht einmal gesehen. Und dann sagt die Danny, wenn sie mit ihm telefoniert, schon, ja, meiner Schwester geht's nicht so gut und mit der Psyche. Und dann sagt einer so, ach, was tust du denn da oben und psychisch Kranke, die simulieren doch gerade und so weiter und so fort. Ja, und dann sieht man, wo es rauskommt, wenn man die Schwester da im Endeffekt allein lässt. Ja, wenn schon nicht auf Anrufe oder Mails antwortet, wo es dann rauskommt. Eben der Tod vor der Familie. Und das ist wieder so Sachen, wo man da sagt, ja, Christian, du, das ist wieder typisch so ungefähr für die. Und er macht das die Danny dann im Endeffekt auch oftmals zum Buhmann, wenn es dann auch miteinander eben beim Ankommen in Helsingland miteinander Drogen nehmen wollen und hey, wir wollen doch das alle gleichzeitig einschmeißen und wir wollen alle gleichzeitig einen Trip haben. Und dann sagt Danny, ja, nein, sie ist noch nicht so weit und hat einen Jetlag und so. Und dann sagt er halt, also seine Kumpels, ja, sie sollen ohne ihm das nehmen und so, weil er möchte auf Danny warten. Und dann sagen die alle an, ja, dann warten wir halt dann alle, wenn es so sein muss, weißt du schon. Also er schiebt immer ihr den schwarzen Bär dazu, weil er halt nicht irgendwann einmal Eier beweisen kann und sagen, okay, das ziehen wir jetzt durch und du vielleicht jetzt nicht, aber ich mache jetzt das mit meinen Kumpels und fertig. Weißt du, das sind so Sachen, er ist eigentlich einfach immer das Arschloch. Und dann ist es aber so, ich weiß nicht, ob du den Gedankengang schon mal gehabt hast, wenn du sagst, der Christian wird immer als der Böse hingestellt, aber die Sekte ist ja dann im Endeffekt auch am Ende, wenn du das alles so sagst, alles ist super. Die haben zwar ganz brutale Sachen gemacht mit denen Leid und haben ganz brutal die Leid umgebracht und Danny hat dann am Schluss auch noch das Lächeln drauf, aber im Endeffekt hat die Kommune nichts anderes gemacht, wie das, was jede übliche Sekte macht. Sie tut das schwächste Glied sondieren vom Rest und tut das dann beeinflussen, weil es eben leicht zum Beeinflussen ist. Die Frage ist halt jetzt, der Böse in dem Film ist im Endeffekt nicht der Christian, obwohl er halt ein Arschloch ist. Die Bösen sind trotzdem immer nur die Sektenmitglieder, oder? Mei, ich glaube, das kommt immer auf den Blickwinkel drauf an. Ja, schon. Wie gesagt, ich habe jetzt bei den ersten Male war für mich das immer so, okay, jetzt ist er in seinem Bärenkostüm verbrennt, ihr geht's jetzt gut, sie hat's jetzt vor allem gelöst und super. Aber wenn es dann einmal so wegen so Revue passieren lässt, sagst du ja eigentlich, die Sekte oder die Kommune da nett sind die auch nicht. Jetzt, wo Danny dabei ist und so, ist alles sehr cool. Aber wenn sie jetzt da nicht, wenn es nicht mitgespielt hätte oder wenn er sich da dagegen gestellt hätte, wäre es genauso gestorben wie alle anderen. Natürlich ist das nicht cool, was die da machen, aber das ist halt bei denen diese uralte Tradition und für sie halt, glaube ich, was völlig Normales. Also du siehst ja, die binden da Kinder mit ein und zum Beispiel, wo es dann diesen Bären ausstopfen, da erklärt dann ein älterer Mo die Kinder, ja, und müsst halt dann aufpassen bei dem und dem Schnitt und dann tat's da die Lunge oder den Darm entsprechend in den Eimer und keine Ahnung. Also das ist halt für diese Art, wie soll ich sagen, Ferienlager. Natürlich sind das auch nicht gerade die Guten, aber der Christian ist dadurch auch nicht unbedingt der traurige Held der Geschichte. Nein, überhaupt, nein, um Himmels Willen, also gut, wenn wir jetzt besser warten, dass man so, okay, hat das schon verdient, was ihm passiert, aber nein, also es ist keine Rehabilitation für den Kerl, nur wenn man dann sagt, okay, die Sekte ist ja im Endeffekt hat auch Dreck am Stecken und ist eigentlich nicht so nett, wie es jetzt am Schluss dann rüberkommt.
sie ist ja die tragische Figur in dem ganzen Film, wo er nicht unbedingt dazu beiträgt, dass es sich halt wirklich um sie schert und kümmert. Ja. Also zum einen natürlich gleich am Anfang das Gespräch mit seinen Kumpels, die ihm dann raten, ja, also sie trennen und er druckt halt da so umeinander und na, weiß auch nicht so. Und er unterstützt sie ja eigentlich zu keinem Zeitpunkt aufrichtig. Also auch das, wo er halt dann so zurücksteckt wegen die Drogen, wo man halt dann denkt, okay, das ist halt jetzt voll aufgezwungen und für sie halt dann auch wieder mega unangenehm. Ja, weil sie der Buhmann ist. Wegen ihr genau, weil das halt dann auch alle mitkriegen. Also genau. man kann sowas ja auch geschickter machen oder so. Aber nein, das kann er halt einfach nicht. Also er ist halt derjenige, der sich so bei der Beziehung mitschleppen lässt. Und dann auch dieser Arschloch-Move mit dem, ja, übrigens, ich schreibe jetzt da auch eine Masterarbeit drüber. Ja. Boah, leck. Also, er ist halt der Unsympath des Films. Voll. Oder wenn sie ihm dann so netterweise Blumen schenkt, wo ihr das dann noch vorwirft, so quasi, ja, du möchtest mir jetzt nur ein schlechtes Gewissen machen, weil es nicht zu mir bist und mir da die Blumen schenkst und so. Wo ich mir gedacht habe, ja, halt doch für dein Maul, du Arschloch, jetzt kriegt er da echt Blärmen geschenkt. Er führt sie die ganze Zeit auf und vergisst den Geburtstag und sie ist so nett und bringt ihm Blumen und er wirft ihr das vor, weil sie ihm dann ein schlechtes Gewissen machen möchte. Wahnsinn. Da sagte der Director's Cut nach dieser Opferung von die zwei älteren Herrschaften so einen richtigen Streit zwischen die beiden. Also wo sie genau. dann auch schreit, wo ich mir gedacht habe, oh ja, Shahi, da tut sie was. Ja genau, sie zeigt ja da tatsächlich ja Eier und man merkt so, da ist ein direkter Konflikt zwischen die beiden da. Ja, und ihre Charakterentwicklung im Laufe des Films ist ja Wahnsinn. Also, wenn man es am Anfang nur sagt, im Schoßling vom Christian und Rotz und Wasser heulen bis dann zum Schluss und so. Also, sie legt dann schon eine brutale Charakterwandlung hier. Wobei der Christian immer gleich auf gleichem Level, der Hilauf, der bleibt immer, ja gut, nicht immer gleich. Er ist ein wenig mehr Arschloch, einmal ein wenig weniger, aber grundsätzlich ist es. Oh ja. Wollen wir noch ein bisschen über die Symbolik reden? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du auch was zu den Runen oder so rausgeschrieben hast. Nein, eigentlich gar nicht. Gut, ich auch nicht. Also für die ganzen Runen-Junkies unter euch, also ihr werdet da echt Spaß haben, da kommen viele Runen vor, ich kann mir da allerdings überhaupt nichts merken und der Mike offensichtlich auch nicht, das wäre jetzt der Job gewesen vom Kani, aber gut, kann man nichts machen. Nichtsdestotrotz können wir weiterhin über Symbolik und Foreshadowing reden, weil klar am Anfang stirbt die Schwester und die Eltern von der Dani und zwar anhand von Auspuffgasen. Die hat in der Garage die Autos laufen lassen, hat da Schläuche dran gebappt und einen Schlauch in das Schlafzimmer der Eltern reinfließen lassen, die dann da erstickt sind und den anderen Schlauch ihr direkt an Mund und Nase gepappt oder an den Mund, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall ein furchtbar ekelhaftes Bild. Und gegen Ende des Films, wo man dann die Krönung von der Dani sieht als Maikönigin, wird's dann auch getragen auf so einem Schild oder auf einem Brett. Und die Kommune geht so hinterher. Da sieht man halt dann erst schon die ganze Zeit, dass sie die Blumen so ganz komisch bewegen und die Blätter im Hintergrund seltsam verhalten, was charakteristisch ist für den Film, immer wenn es dann auf einem Trip sind. Also da sagt man dem Zuschauer übrigens, die sind jetzt gerade auf Drogen. Und da sieht man dann auch einmal in dem Wald im Hintergrund das Gesicht von ihrer Schwester mit dem Schlauchdroh als Silhouette mehr oder weniger. Und das fand ich auch wahnsinnig krass. Voll. Die schaut übel aus. Aber es ist symbolisch für das, weil Dani geht praktisch in die andere Richtung. Sie kommt jetzt langsam dahin, dass sie sich davon loslösen kann. Gleich am Anfang, wo sie das erste Mal diese Schwammerl einwerfen, bevor es bei dem Platz ankommen von der Kommune, geht's ja einmal dann in so ein Klohäuschen, wo es total dunkel ist und halt der Spiegel drin ist und schaut im Spiegel und da sieht man auch einmal ganz kurz im Hintergrund das Gesicht von der Schwester. Ah, genau. Das ist so der erste aktive Schreckmoment, finde ich. Wobei natürlich ja die Musik wahnsinnig dazu beiträgt, dass man immer wieder erschrickt.
Und der Bär, ich weiß nicht, ob es da aufgefallen ist, der zieht sich ja auch durch den ganzen Film. Ja, war jetzt zum ersten Mal ist mir aufgefallen bei der Danny im Zimmer, wo es eben gerade schlaffert am Bett liegt und er so, und der Christian kommt rein und sagt, ja, er möchte nur schnell 45 Minuten. Wer geht bitte 45 Minuten auf eine Party? Er möchte schnell weg und so, und dann sagt man geht die Kamera dann auf Danny hier und dann sagt man über ihrem Bett ein Beutel von einem kleinen Mädel und einem riesigen Bären. Da sehe ich, habe ich eigentlich zum ersten Mal gesehen. Ja, genau. Und ja gut, wenn man das dann sagt, wenn man dann das auf den Schluss reflektiert, dass ja quasi die dreieckige Opferhütte ist ja quasi ein wenig weiter unten und sie erhabt sie jetzt quasi oben auf dem Podest und der Bär verbrennt unten, da kann man dann auch sagen, okay, jetzt hat sie sie ist jetzt die ganze Zeit dominiert worden von dem großen Bären und jetzt ist sie diejenige, wo die ganze Situation dominiert. Genau. Dann sieht man ja einmal auch den lebendigen Bären im Käfig. Genau. Beachtet ihn gar nicht. Wir beachten ihn nicht. Ja. Und was ist das? Das ist ein Bär. Ja. Und in der Szene, wo der Christian das erklärt bekommt mit dieser Jungfräulichkeitstradition, also oder wie hast du es genannt, das Drüberrutschen, Ja. ist er in einem Raum auch wieder voller Bilder. Und da sitzt er da und starrt die ganze Zeit auf einen Punkt vor sich an der Wand. Und da sieht man auch ein Bild von einem Bären, der gerade lebendig verbrennt. Also er starrt mehr oder weniger. Das war das Cover war vom Mediabook. Genau, richtig. Und da sieht man, er starrt eigentlich schon die ganze Zeit auf sein Ende hin. Richtig. Krass, oder? Ja. Mindblow. Ja, und ansonsten, der Film ist auf jeden Fall, wenn er einem auch gefällt, ein Film, den man ruhig öfter anschauen kann, wenn man immer wieder halt dann auf andere Details achtet. Voll. Und es passiert ja so viel im Hintergrund. Ich finde das auch wahnsinnig interessant aufbaut mit dieser Kommune und mit den Traditionen, und da hätte ich auch gern tatsächlich nur mehr gesehen, da habe ich mir wahnsinnig auf den Director's Cut dann gefreut. Am Anfang war ich ein bisschen panisch, weil ich mir dann gedacht habe, oh shit, jetzt gleich am Anfang, wo es noch in Amerika sind, kommen so viele Szenen vor, wo ich mir denke, oh, die dauern aber schon lang. Und da habe ich dann echt schon Angst gehabt, dass jetzt da nur, ja, bei der ersten Sichtung nur Bullshit-Szenen irgendwie mit reingeschnitten worden sind. Ja. Aber ich war dann beruhigt, als ich dann gemerkt habe, oh, okay, an das Baumschmücken kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern. Genau. Und ich glaube, da gibt es ein paar sehr bizarre Gespräche zwischen den Studenten und der Kommune. Aber wie gesagt, das jetzt einzeln auf zum Schlüssel ist fast ein wenig viel. Also wie gesagt, so viel prägnante Sachen sind nicht dabei, meiner Meinung nach. Also das wirklich mit dem die Selbstopferung von dem Kind zum Beispiel, das ist mir am meisten im Gedächtnis geblieben. Aber es sind halt so viele Sachen, wo einem die Charaktere näher bringen und man als Zuschauer mehr eintauchen kann und sagt, wir stehen die zueinander und wir verändern sie, die Beziehungen zueinander. Ja, das stimmt. Haben wir eigentlich schon über das Inzucht-Orakel geredet? Nein, haben wir auch noch nicht. Das ist Wahnsinn. Wie hieß er? Der Ruben, oder? Ja, der Ruben. Ja, du darfst es gerne erklären. Ach so. Ja, im Endeffekt, es wird ja auch geschaut in der Kommune, dass keine inzestiösen Beziehungen aufkommen und deswegen muss ja immer wieder neues Blut rein in die Kommune. Aber sie produzieren, in Anführungszeichen, mit Absicht durch Inzucht degeneriertes Kind oder Menschen dann im Endeffekt, der das Orakel wird für die Kommune. Und das Orakel zeichnet dann ganz abstruse Sachen oder unkenntliche Sachen im Endeffekt in so Bücher, und die werden dann abgeheftet, und das ist dann wieder so eine Art Evangelion für die Leute in der Kommune. Sie können zwar das Ganze nicht entziffern oder versuchen das Ganze zu entziffern, aber fand ich total abgefuckt. Und vor allem der Ruben, der schaut ja auch dementsprechend aus. Also Hills Have Eyes lässt grüßen. Ja, da versteht man ja teilweise halt nicht so direkt, okay, wieso haben sie jetzt den nur mit einbaut? Er ist halt dann unter anderem auch einer, der halt dann zum Schluss da sitzt und die Heilige Schrift dann bemalt mit Fingerfarbe. Also sagen wir mal, er hat eigentlich keinen richtig aktiven Part in dem Film, oder ist mir das vielleicht jetzt einfach nur im Gedächtnis geblieben? Nein, nicht wirklich. Also er ist gerade so eine Fußnote im Film, aber ich finde es total interessant, dass wirklich geschaut wird, dass in der Gruppe keine Inzucht aufkommt, aber sie machen dann aber eins gezielt, einen Menschen, den züchten sie im Endeffekt mit durch Inzucht, und und den brauchen sie aber dann so ungefähr. Das ist total strange, total.
Ja. Also von uns, glaube ich, klare Schauempfehlung. Unbedingt. Du hast ja recht, ich glaube, wir kann man nur eine Stunde über Details sprechen. Deswegen da ich sagen, außer du hast was dagegen, wir gehen jetzt schon mal langsam in Richtung Filmfazit. Sehr gern. Sehr gern. Dann, Mike, du hast die Ehre, du darfst anfangen. Was hat dir gefallen und was hat dir nicht gefallen? Also, gefallen hat mir, dass das, gut, meine Letterboxd-Bewertung ist übrigens 5 Sterne und ein dickes Herz. Der Film wächst bei mir jetzt mal wieder, wenn ich ihn sehe. Er hat wirklich das Kunststickel hingebracht, dass er komplett bei Tag spielt, dass er zu 99,9% ohne Jumpscares auskommt. Er ist ja nicht sonderlich blutig, bis auf ein paar intensive Gewaltspitzen, ist aber ganz weit weg von einem Splatterfilm, bringt einem die Charaktere unglaublich nah, oder man im Fernsehen von ganz viele Charaktere, wenn man jetzt an Christian denkt. Der Film, der wo mich erschreckt, obwohl nicht so viel Erschreckendes passiert. Also es ist das ist ein unterschwelliger Horror. Und das hält ihm so dermaßen zugute, weil, gut, wer mich kennt, ich liebe auch die Blumhouse-Filme, alles was so Jumpscare-Filme sind, mag ich auch total gern. Aber ich find's total erfrischend, einmal so einen Film zu sehen, der wo komplett gegen den Strom schwimmt, der wo gegen die Norm ist, der wo ein wenig herausfordert, der wo einem nicht alles erklärt, der wo einen dazu auffordert, schau mich öfter, ich hab mehr zum Bieten, schau auch nicht nur auf die Leute, schau auf den Hintergrund, es ist so ein vielschichtiger Film, den man eigentlich öfters gesehen haben muss und ist für mich brutal nahe an der Perfektion. Also ich liebe den Film. Ich habe ihn jetzt zum 4. Mal gesehen. Ich schaue mir sicher, wenn ich es schaffe, schaue ich mir jetzt rein. Ari Aster, der Regisseur, hat bei mir sowieso 1000 Coolness-Punkte, weil er Hereditary gemacht hat. Über den Film reden wir an einer anderen Stelle. Das ist nämlich eins von meinen nächsten großen Highlights. Wie gesagt, ich kann den Film nur empfehlen. Er ist ein Meisterwerk. Und gut, man soll halt nicht jetzt mit der Intention hingehen. Ich lasse mich jetzt mal wieder so richtig der Schrecker. Oder mal so ein richtiges Blutbad wieder anschauen, du bist auf alle Fälle komplett verkehrt. Aber wer seinen Kopf zum Dinger hernehmen mag und sie nicht nur berieseln lassen mag, der ist bei Midsommar auf jeden Fall voll richtig. Und gut, ich kann jetzt eigentlich nicht viel sagen, was mir nicht gefallen hat. Nur eine Sache, das hast du schon mal angeschnitten. Ich hätte gern noch mehr von den Ritualen gesehen. Also das ist noch etwas, auch die ganzen Opferungen von der Clique, wie die draufgängen, warum und wie das gemacht wird. Und ja, ich hätte einfach gern noch mehr von der Welt gesehen. Und für mich hätte auch gern locker noch mal eine halbe Stunde länger dauern dürfen und hätte mir das gern sagen dürfen. Ja, das ist jetzt eigentlich das einzige Negative, was ich hab, dass ich eigentlich gern noch mehr gesehen hätte von dem Ganzen. Und wie schaut's bei dir aus? Ich muss gerade echt sagen, wow. Also du hast eigentlich jetzt, das Fazit kann ich ja zu 100% einfach so unterstreichen. Ich versuche jetzt mal noch andere Punkte zu finden, weil eins hast du vorhin mal angeschnitten, das war das mit dieser Drohnenaufnahme bei der Ankunft, das dann auf den Kopf eine Zeit lang fährt. Also es gibt Einstellungen, Kameraszenen in dem Film, die sind so geil gemacht. Es gibt gleich am Anfang so eine Szene, wo Danny dann nach der Party, wo es dann waren, wo sie sich dann verplappert haben mit Schweden, in der Wohnung ist. Und sie steht dann, also man sieht praktisch, die Kamera ist auf die Wohnungstür und sie kommen halt eine. Er geht so an der Kamera vorbei, sie bleibt in der Wohnungstür dann stehen, macht die Tür nur zu und sie spricht halt dann mit ihm. Man sieht ihn aber in dem Spiegel neben ihr. Und allein diese Idee und wie das in Szene gesetzt ist, finde ich wahnsinnig geil. Also Voll. diese Bilder, die der Film erzeugt und alles mit der Drohnenaufnahme, Wahnsinn. Finde ich wahnsinnig cool. Das macht halt auch, wenn man mal die Handlung ausklammert, das Ganze nur mal zu einem zusätzlichen Kunstwerk für mich. Ja, oder wo es dann schon heißt, ja, sie fahren, wo sie geht raus oder möchte, glaube ich, ins Badezimmer gehen. Ja, der ist in der Disco und möchte ins Badezimmer gehen, weil es eigentlich total überfordert ist, kommt aber dann im Klo vom Flugzeug raus. Weißt du die Szene, wo es dann... aber das ist nicht Disco, das ist die Wohnung von die Studenten, wo der Pelle mit ihr noch gesprochen hat und dann spricht das, glaube ich, auf ihre Familie an und dann wird's doch ganz nervös und dann sagt sie, ja, ich muss jetzt ins Bad und dann geht's ins Bad und dann... Okay. Ja, aber auf jeden Fall, du weißt, was ich meine, der Übergang dann von der Toilettentür in der Wohnung zum Flugzeug dann, das ist Wahnsinn. Ja, das stimmt. Wie schon gesagt, die Szenen, das ist für mich so das Highlight und negativ
Deswegen, das, was du gesagt hast, das hätte ich eigentlich nicht mehr sollen. Scheiße. Das mit mehr von die Traditionen singen. Aber die Lage ist, ich hab beim Anschauen, ich hab den Film jetzt nämlich extra wegen dir so angeschaut, wie ich ihn angeschaut hab, weil letztes Mal hat's ja geheißen, ich hab nichts zum Ankreiden gehabt beim Leuchtturm. Und ich hab mir jetzt unbedingt irgendwas suchen müssen, was mir jetzt nicht gefallen hat. Und ich bin dann am Schluss eben zu der Entscheidung gekommen, dass ich gern mehr gesehen hätte. Mir fällt gerade was ein. Und zwar, eventuell, der Kandidat sagen, ja, da hat der Corby wieder einfach nicht aufpasst. Es gibt den einer Kill, und zwar ist es der Kill vom Josh, der ist in so einer Hütte drin, wo die Heilige Schrift drin ist, wo schon zu ihm gesagt worden ist, also du darfst es dir mal angucken, aber du darfst nichts fotografieren. Du darfst da nicht reingehen und die heiligen Runen fotografieren. Ja, was macht der Josh in der Nacht? Der geht da rein und fotografiert fleißig vor sich hin. Das Ding ist, dass der Ruben in diesem Haus schläft, und er wird dann von jemandem erschlagen. Und dieser jemand hat dann das Gesicht, also das gehäutete Gesicht von einem anderen Studenten dran. Ja, das ist der Ruben mit der Gesichtsmaske von Mark, quasi, der Leatherface Ruben. Das ist der Ruben. Ja, genau. Also das ist so, da bin ich mir nicht sicher. Also das ist so für mich die einzige Szene, wo man denkt, okay, das hätten es vielleicht dann nochmal irgendwie für Corbys erklären können. Okay. Wer das jetzt genau war, der Mörder, weil ich glaube fast, dass der Ruben nicht ganz so... Nur die Sex dann an der, wie gesagt, die wo ausgeschnitten sind, die Augen und an die Lippen, der Ruben hat doch die fetten Lippen, dass er die aufgeschwollen und die Sex dann da drunter. Ach so, verdammt. Und er macht dann einen auf Leatherface quasi. Ja gut, dann, ich bleib bei der Szene, trotzdem sage ich nur was anderes Negatives, und zwar... Okay. Wir haben ja jetzt seit einem halben Jahr immer wieder diese Termine verschoben, um über den Film zu sprechen, wegen am Kani, und dann ist er nicht dabei. Ja. Also Schande über die Kani, wenn du das hörst, schäm die, wirklich, ich hab da vor einem Monat an dem Film vorbeigebracht, du hättest da den locker anschauen können, ich hab mir jetzt als Vorbereitung nicht mehr anschauen können, schäm die. Das hast du aber für dich ganz gut gemacht. Ja, danke. Es ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ich glaube, ich habe ihn auch schon 4 oder 5 Mal gesehen. Und ich schaue mir den furchtbar gerne auf Englisch an, weil ich finde, dass die deutsche Synchro tatsächlich einiges kaputt macht, was die ganze Kommune betrifft. Und ich liebe den Film. Also der ist echt toll. Also ich sage jetzt mal zum Verständnis. Ich habe zum ersten Mal ihn auf Englisch im Kino gesehen in Regensburg, und da war ich aber dann schon froh, dass ich dann einmal die deutsche Synchro dann später auf Blu-ray mir eingebaut habe, weil zum Verständnis halt wirklich nicht schlecht ist, wenn man die deutsche einmal gesehen hat. Aber dass den Director's Cut ja nicht synchronisiert gibt, sondern nur mit Untertitel, und ich den wahrscheinlich nur noch den Director's Cut schauen werde, ja, werde ich wahrscheinlich auch jetzt nur noch O-Ton hören mit Untertitel. Aber es ist, gut, mir haben jetzt die großen Unterschiede jetzt nicht so aufgefallen bei der Synchro, aber da bin ich aber auch oft schmerzfrei. Und aber wie gesagt, der O-Ton ist natürlich schon stark, da gibt es immer überhaupt nichts. Ja. Sehe ich auch so. Gut, und somit kommen wir natürlich zu unserem allseits beliebten Triple Threat. Ja, der ist Mike. Randvoll. Der ist randvoll, oh ja. Mike, gibt's Titten? Ja. Und gibt's Trompeten? Ja. Gibt's tote Tiere? Ja. Ei. Genau. Bing, 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 bing. Wir haben ein Bingo. Ja. Also Leute da draußen, Midsommar hat alles. Ja. Also für mich ist der Film ein Kunstwerk. Ich verstehe aber auch, dass es manche Leute gibt, die den Film vielleicht jetzt nicht ganz so mögen. Aber ich würde mal sagen, probieren geht über studieren. Schaut's euch an, und ihr könnt es dann, wenn er euch wirklich gar nicht gefällt, dann abschalten. Aber wir zwei sind auf jeden Fall begeistert. Auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, vielleicht liegt ja auf dem Film irgendwo ein Fluch. Ich hab ihn meiner Mom mitgegeben zum Anschauen, weil ich gesagt habe, hey, bevor unser Podcast kommt, schau dann an, dann weißt du gleich, um was dass wir schmerzen, weil der Film doch recht speziell ist. Jetzt habe ich ihr die normale Blu-ray mitgegeben. Und auch im Director's Cut ist ja auch die Blu-ray von der Kinofassung drin. Und man denkt, als zum Einstieg, zuerst einmal die normale Kinofassung, funktionieren beide nicht bei ihr am Player. Irgendwas hat da nicht hier. Also wahrscheinlich muss ich mir jetzt dann demnächst nochmal anschauen mit meiner Mom, weil ich gesagt habe, die muss er sich jetzt demnächst unbedingt anschauen. Und ich hoffe, dass wir es noch mit zusammenbringen. Grüße gehen raus. Ja, von mir auch. Gut, dann, wir sind am Ende. Und
Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr dürft mal wieder kommentieren, teilen, liken, abonnieren, Glocke drücken, gute iTunes-Rezessionen schreiben. Schaut auf Facebook vorbei und dort das teilen, sagt es euch eine Freund, Schwiegereltern, Postboot, egal, sollen alle reinhören. Genau, keine extra Nummer. Die schäm die, wirklich, schäm die. Verdammt. Schande. Und dann bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Servus.